Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung hier von der ISH in Frankfurt. SHK TV nutzte die besondere Gelegenheit, 3 führende Vertreter der deutschen Heizungsindustrie, Dr. Martin Fissmann, Uwe Glock und Dr. Carsten Vogtländer, für Statements zu gewinnen. Herr Dr. Fissmann, die ISH Energy ist in vollem Gange. Wie sind denn Ihre ersten Tage, Ihre ersten Eindrücke hier auf der Messe? Ja, die ersten Eindrücke sind ausgesprochen positiv. Der Besucherzuspruch ist sehr groß. Und gut, am ersten Tag, am Dienstag, da hat das Wetter halt nicht so richtig mitgespielt. Aber jetzt seit gestern ist es deutlich spürbar, dass der Besucherstrom angestiegen ist. Es wurde eben gesagt, es ist wieder die Innovationsmesse, die Leistungsschau. Was sind denn die Themen jetzt unter anderem auch für die Mitgliedsfirmen des BDH, aber vielleicht vor allen Dingen auch für das Unternehmen Fissmann? Ja, ich meine, das Hauptthema ist, dass wir es schaffen, das Effizienzpotenzial im Wärmemarkt zu erschließen. Und das kommt glücklicherweise in diesem Jahr bei dem Motto der ISH deutlich zum Ausdruck, dass neben erneuerbaren Energien auch die Energieeffizienz gleichwertig gesehen wird. Ja, und entsprechend präsentieren sich die verschiedenen Hersteller einmal mit Effizienztechnologien, aber dann natürlich auch mit Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien. Und Strom und Wärme wachsen immer mehr zusammen. Kraft-Wärme-Kopplung ist da das Stichwort. Aber jetzt nicht nur Kraft-Wärme-Kopplung mit Verbrennungsmotoren, sondern auch Brennstoffzellen sind ja auch bei den führenden Herstellern zumindest überall auf dem Messestand. Und Stichworte wie Power to Heat zum Beispiel, wie sehen Sie diese Sache in Bezug vor allen Dingen auf das ständige Thema Strom? Ja, es bleibt wirklich zu hoffen, dass den Politikern die Bedeutung des Wärmemarktes deutlich wird. Nicht nur hinsichtlich des Effizienzpotenzials und der damit verbundenen potenziellen Energieeinsparungen, sondern genau das, was Sie jetzt mit Power to Heat ansprechen, sondern vor allen Dingen eben auch die Speichermöglichkeit, das Speicherpotenzial des Wärmemarktes. Ein anderes Stichwort wäre ja Power to Gas. Ja, und das sind sicherlich Themen, die in Zukunft an Bedeutung gewinnen werden. Glauben Sie denn, die ISH wird diesmal die Strahlkraft haben, vielleicht sogar bis in die Politik, um andere Themen, politische Themen auch wieder stärker auf die Agenda zu setzen, abseits der Bundestagswahl? Davon ist auszugehen, weil die Energiewende ist politisch entschieden und die Politik ist sich darüber im Klaren, dass sie die richtigen Randbedingungen setzen muss. Ja, und dass spätestens eben nach der Bundestagswahl da gehandelt werden und auch gehandelt werden muss. Also insofern denke ich, kann die Branche da sehr, sehr zuversichtlich sein. Herr Glock, die ISH ist wieder die Leistungsschau, die ISH Energy, um jetzt hier im Bilde zu bleiben, im Gespräch mit Ihnen, die zeigt, was eigentlich die Industrie anbieten kann. Wie bekommt man das mal in die Bevölkerung, aber vielleicht auch in die Köpfe der Politik getragen? Ja, in der Bevölkerung, da haben wir ein konkretes Beispiel. Wir haben eine Internetplattform kreiert, nennt sich www.effizienzhaus-online.de, die eigentlich zum Ziel hat, den Endverbraucher deutlich breiter zu informieren über das Thema Effizienzsteigerung und ihm eine große Hilfestellung zu bieten, wie er über eine Internetplattform sich eigentlich unter Berücksichtigung seiner Rahmenbedingungen, also Hausgröße, wie ist es ausgestattet, wie alt, welche heutige Heizungstechnik hat er drin, wie er für sich die ideale Lösung findet, sein Haus energieeffizienter zu gestalten. Das ist eine Internetplattform, wo jeder Endkunde sich hier eine Lösung zusammenbauen kann und diese Lösung dann wieder in Verbindung mit dem Installateur, das heißt, das sind auch Installateure hinterlegt, die dann eigentlich den Endkunden im Detail weiter zu vertiefen beraten können lassen. Also eine hervorragende Möglichkeit, um auf der einen Seite Endkunden anzusprechen und auf der anderen Seite den Installateur mit zu verbinden und die beiden dazu bringen, dass sie wirklich auch was tun und nicht nur drüber reden. Ja. Der Installateur ist ja einer der Schlüsselstellen, um auch Themen zu platzieren. Oft wird ja die Sorge geäußert, er wäre der Bottleneck, die Nachwuchsarbeit und so weiter. Ganz aus Industriesicht, einmal ganz frei gefragt,
Wie sehen Sie das Thema? Sie haben ja, ich sag mal, sehr engen Kontakt mit Ihrem Außendienst, mit Ihren Handlungen draußen. Was passiert da? Gut, die Installateure, die traditionellen Installateure haben natürlich ein gutes Know-how bei Öl, bei Gas und können diese Systeme auch sehr eigenständig entsprechend mit umsetzen und auch die Kunden beraten. Sobald wir in komplexere Systeme hineinkommen, auch in neuere Systeme, wenn ich an Kraft-Wärme-Kopplung denke, ist es sicherlich sinnvoll, dass die Unternehmen stärker noch Unterstützung mit Schulung, teilweise auch mit Beratung, in Einzelfällen auch mit Inbetriebnahme, um einfach dieses Zusammenspiel zwischen Hersteller und Installateur zu optimieren. Weil im Endeffekt haben wir alle begrenzte Zeit und wir müssen diese Zeit, die wir nutzen bei den einzelnen Installationen, so effizient wie möglich einsetzen. Wir sind hier auf der ISH, man kann sagen, heute ist Bergfest. Wenn Sie die Messe in Summe sehen, ist es absolut auch für ein Unternehmen wie aus der Bosch-Gruppe heraus betrachtet die Weltleitmesse? Ja, für uns ist ganz klar die ISH die größte Messe, die weltweit wir besuchen, auch die weltweit es überhaupt gibt. Wir holen auch viele von unseren eigenen Mitarbeitern, auch international aus China oder aus USA, auf die Messe hier, um ihnen einfach zu zeigen, welches breite Portfolio, welches Spektrum, welches Leistungsangebot wir haben. Und wir führen auch sehr viele europäische Kunden, auch Kollegen von Ihnen, von der Presse. Wir hatten also eine türkische Pressekonferenz, wir haben Kollegen auch von Polen da, um einfach zu zeigen, welches Leistungsspektrum wir insgesamt haben. Und da ist die ISH eigentlich eine ideale Plattform dafür. Herr Dr. Vogtländer, Messehalbzeit hier auf der ISH Energy in Frankfurt. Wie zufrieden fällt Ihre Halbzeitbilanz aus? Wir sind zufrieden. Der erste Tag war etwas schwach, aber jetzt insgesamt zweiter, dritter Tag lief richtig gut und wir sind sehr zufrieden. Welche Themen stehen für hier in Summe im Vordergrund? Ja, im Vordergrund stehen alle Themen, die mit Energiewende zu tun haben, erneuerbare Energien, aber auch große Leistungen werden mehr nachgefragt, eigentlich auch Systemlösungen, Wärmepumpen werden nachgefragt, eigentlich das ganze Portfolio. Die Weltleitmesse dauert 5 Tage, aber danach muss man ja weiter in den Markt gehen. Sie zeigen ja nicht nur hier mit Ihrem Messestand Flagge auf dem Messegelände in Frankfurt, sondern auch am Main. Richtig, also wir haben eine ganz besondere Entscheidung getroffen dieses Jahr, dass wir wirklich zweigleisig fahren. Einmal den schönen Messestand hier, auf der anderen Seite eine Messe auf dem Boot. Wir sagen Energie im Fluss. Wir haben eine komplette Messe auf einem Boot installiert und werden damit über 49 europäische Städte fahren und wirklich die Energiewende nach Hause bringen. Das war unsere heutige Berichterstattung von der ISH in Frankfurt. Schauen Sie nächste Woche wieder bei SHK TV rein. Wir freuen uns auf Sie. Bis dahin, alles Gute.